probieren wir mal aus, was passiert, wenn der Markus mal erzählt, wo wir so alles waren. Na los, erzähl! Ein sehr kurzes Video. Wir waren in Spanien. Ende. Ein bisschen Spaß muss sein, denn ich habe gerade zu Markus gesagt, sogar mich langweilt es davon zu berichten, weil ich glaube wirklich die ganzen Videos, die wir da gefilmt haben und generell, also ziemlich das langweiligste Teil eigentlich von unserer Reise war wirklich dort, Spanien und Portugal. Ich weiß nicht, was passiert ist, vielleicht so ein bisschen auch das, dass ich halt eben schon gedacht habe, diese Videos werden nie veröffentlicht, warum filme ich überhaupt? Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen das Ganze runtergezogen. Naja, wir machen jetzt das Beste draus. Im Endeffekt, unser erster Lagerplatz war in einem richtig schönen Rastplatz, der war richtig schön naturbegeben und mit einem Spielplatz, wo wir auch mit den Hunden getobt haben. Da ist übrigens auch dieses Bild entstanden. Ja, da waren wir in so einem Spielzug sozusagen. Ich war der Schaffner, Hunde waren meine Gäste. Ich habe ein Bild davon gemacht, denen hat es anscheinend Spaß gemacht. Ja, dann sind wir weitergefahren und haben ganz viel Natur gefilmt, auch so ein Grillplatz, wo wir Mittag gegessen haben, der nicht unbedingt Mittag war. Es war eher so ein Tag, aber es war trotzdem super schön dort. Einzige, was nicht so schön war, war ganz viel Müll, was da rumgelegen hat. Deshalb ist sie mit Absicht da drauf gelassen worden. Schaut euch einfach das mal an. Das habe ich jetzt sowas von drauf, ey. Ja, gleich. Unsere nächste Schlafpunkt sozusagen war kurz vor der portugiesischen Grenze. Da war so ein Schlafplatz, quasi, ja, auch Naturschlafplatz, mit Fitnessgeräten. Da waren ganz viele Fitnessgeräte und naja, Essmöglichkeiten natürlich auch. Sogar eine Toilette, aber das sah so eklig aus. Da haben wir lieber unsere Lösungen genutzt. Ja, lieben unsere Aktivitäten benutzt. Den haben wir nicht Geduscht haben wir da auch. Ja, geduscht auch. Endlich mal wieder geduscht. Wobei ohne Haare war schon mal, der braucht schon das. Man zieht einfach eine Mütze an, man sieht gar nichts. Oder man hat Dreadlocks. Soll ich mir auch? Meinst du, das geht? Kannst du es jetzt nochmal sagen und mir in die Augen schauen? Ich glaube nicht, dass sie mich stehen würden. Naja, diese Übernachtungsmöglichkeit war da unheimlich praktisch, da es ja in der Nähe von portugiesischer Grenze war. Schließlich sind wir Tag darauf nach Portugal gefahren und haben da ganz lange gewandert. Weißt du noch, was wir auf dieser Wanderstrecke wollten? Wir wollten Wildpferde anschauen.
Ja, wir sind auf eine Wildpferdesuche gegangen. Unser Weg hat durch diverse schöne Stellen vorbeigeführt, Flüsse, ganz viel Natur und so weiter. Also ich würde mal sagen, ihr schaut euch einfach mal das Ganze an, wo wir lang gelaufen sind und ob ihr eventuell auch Wildpferde seht. Schaut euch das an. Wie ihr sehen konntet, haben wir leider keine Wildpferde gefunden. Wobei, so lala, auf diese Strecke nicht. Da wollten in so einem richtig noblen Restaurant, wo wir total underdressed waren, essen. Weißt du? Und da habe ich zu dir gesagt, guck mal, ein Wildpferd. Und dann habe ich aber gesehen, dieses Pferd hatte doch so ein gelbes Ding, wie so Kühe, solche Dinge. Genau, dieses Ding im Ohr. Und dann habe ich gedacht, naja, ist es jetzt eigentlich ein Wildpferd? Markieren sie die irgendwie oder was? Oder ist es jetzt von irgendeinem das Pferd? Aber es war auch kein Garten drumherum, ne? Oder kein Zaun oder so. Und dann nachher, als sie dann weggefahren sind, da hast du noch nicht mehr geschimpft, guck doch mal, ob da was kommt. da stand dieses Pferd tatsächlich auf der Straße, mitten auf der Straße. Also da gibt es jetzt eigentlich wirklich zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Pferd irgendwo abgehauen oder es war tatsächlich ein Wildpferd. Und wir haben tatsächlich ein Wildpferd gesehen. Aber natürlich habe ich es nicht auf dem Video, also wer hätte es gedacht. Alles, was cool ist, habe ich nicht aufs Video. Also gut, alles was nicht cool ist, erzähle ich euch. Und zwar sind wir dann nach diesen gescheiterten Pferdesuch weitergefahren. Und wir sind in Alentejo angekommen. Da war ein Campingplatz. Ja, Willst du etwas darüber berichten? natürlich. Selbstverständlich. Nein, es war ein wirklich sehr schöner Campingplatz. Also es war eigentlich sogar bis jetzt hier in Estland eigentlich der beste Campingplatz, auf dem wir waren. Nicht nur, dass der Besitzer mehrere Sprachen gesprochen hat, es war auch alles sehr gepflegt, alles top ausgestattet. Mit Pool, super schnell Internet und allen. Es war auch super vorbereitet, weil der hatte zum Beispiel auch gleich, wie wir gekommen sind, Zettel ausgeteilt, wo die typischen Fragen, die man immer hat, gleich beantwortet sind. So, was kann man in der Nähe anschauen, wo sind die Restaurants, was sind die Öffnungszeiten von den Geschäften hier und sowas, stand alles auf dem Zettel drauf. Also es war echt einwandfrei, der Campingplatz. Und da war ein Pool, endlich konnte ich schwimmen, auch wenn es Pool war, endlich konnte ich schwimmen. Ja. Das hat mich echt mega gefreut. Ja. Und ja, ist die ganze Anlage super gepflegt, auch die Bad bzw. Duschen. Und War auch schön in die Natur eingebaut, die Stellplätze. Ja. Also es war nicht einfach eben gemacht, sondern so wie die Natur war, wo die Stellplätze dann danach waren. Waren dann mal ein paar größer, ein paar kleine dabei, aber war eigentlich echt sehr schön. ja, da bin ich die gleiche Meinung. Ausnahmsweise. Gut, was haben wir in Alentejo so angeschaut? Wir waren in Evora, das ist eine der ältesten Städte überhaupt in Portugal, glaube ich. Da haben wir eben die Altstadt angeschaut mit den alten weißen Häusern und sowas. Und was gab es denn noch? Der alte römische Tempel stand da noch, die Ruinen davon. Und ja, diese eine Kirche mit diesen Eiscreme-Tütchen oben drauf. War das eine Kathedrale? Oder Kathedrale, ja. Genau, Eiscreme-Kathedrale hat Markus dazu gesagt. Die hübschesten Stellen von Portugal haben wir natürlich auch gefilmt, darunter natürlich auch Eiscreme-Kathedrale und diese römische Ruinen. Das könnt ihr euch nämlich auch jetzt mal anschauen.
günstigen Anhalt in Alentejo sind wir dann weitergefahren. Eigentlich haben wir dann schon uns auf den Rückweg gemacht. Auf dem Rückweg haben wir uns dann gedacht, dass wir eventuell wieder zu einem See fahren könnten, wieder in Hoffnung, dass ich schwimmen könnte. Natürlich war es arschkalt, natürlich konnte ich es nicht. Aber ja, wir waren da beim See und wir haben da auch einen schönen Burg gesehen und haben sogar überlegt, da reinzugehen und uns das mal näher anzuschauen. Aber leider waren wir viel zu platt. Was weiß ich wovon, von Urlaub, wahrscheinlich. Aber wir hatten auch eine lange Fahrt vor uns, also haben wir uns dann entschieden, doch lieber weiterzufahren und mal irgendeinen anderen Burg anzuschauen, wenn uns einer auf dem Weg bleibt. Jo, genau. Das ist übrigens auch der Fall. Es sind ganz viele diverse Burgen sogar auf dem Weg geblieben. Natürlich sind wir in keinen reingegangen, aber es waren viele. Ich habe sie sogar teilweise gefilmt. Ich habe sie leider nicht alle filmen können, weil meistens waren die Burgen immer an seiner Seite und ich kann halt eben nicht durch seinen Kopf durchfilmen. Es funktioniert leider nicht. Aber ich habe sehr, sehr viele aufgenommen. Ich würde sagen, ihr könnt sie mal durchzählen und ihr addiert da ungefähr 6 noch dazu. Also, angekommen in Spanien haben wir dann wieder zum Übernachtung einen Campingplatz ausgesucht. Der war jetzt im ersten Blick jetzt nicht so schön. Ja, also zumindest der Stellplatz von uns war jetzt nicht so schön. Aber es war nicht so viel los, deshalb hatten wir trotzdem viel Platz. Und vor allem, es war direkt am Meer. Das war echt ein super Bonus. Deshalb sind wir da auch geblieben. Und wie das immer so ist, Mittelmeer enttäuscht mich nie. Endlich konnte ich auch schwimmen. Jo, was sagst du zu dem Campingplatz? Ja, war in Ordnung. Also, der war recht günstig dafür, dass es direkt am Meer war, muss man echt sagen. Aber dafür war eigentlich auch alles in Ordnung. Also, und das war eigentlich direkt am Meer. Also das waren, keine Ahnung, 40 Meter überhaupt oder so und dann war man im Meer gestanden. Also Ja, viel näher geht's nicht. das stimmt. Viel näher geht's nicht und es war echt erholsam. Die Riley ist sogar geschwommen. Ob Ja. das jetzt... Das war glaub ich, keine Absicht, wie sie reingegangen ist. Ich glaube auch eher, dass das Meer sie reingezogen hat und sie dazu gezwungen worden ist. Aber sie hat es gut gemanagt. Wir haben schon gebrüllt von wegen, Riley, spinnst du? Da hat sie irgendwie geschafft, sich umzudrehen und ist zurück. Ja. Danach ist sie nicht nochmal rein. Danach hat sie eher sogar das Meer vermieden. Aber sie hat es gut gemanagt. Dafür, dass sie eigentlich nicht wirklich schwimmen kann, hat sie es gut gemacht. Jo, genau. Dann waren wir noch In der Promenade spazieren. an der Promenade spazieren. Ja, da haben wir auch ganz viele Fotos gemacht. Eventuell habt ihr schon in Facebook welche gesehen. Ja, wenn nicht, schaut euch die an. Die sind echt hübsch geworden. Und ja, an der Promenade waren wir auch essen. Ja. In einem super tollen Restaurant. Ja. Ja. Nach Preisen könnte man meinen, dass es super toll ist. Ich sage nur so, ich hab das erste Mal auch mal getraut, mal was Neues zu probieren, und zwar die Muscheln. Und das war sogar fast das Beste von den ganzen Essen, weil Ja. das ganze Fisch hat irgendwie gleich geschmeckt. Ja, also So. ich hatte eine Fischplatte mit verschiedenen Fischen, aber irgendwie hat jeder Fisch gleich schmeckt. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Und vor allem gleich verbrannt irgendwie. Es hat total bitter irgendwie geschmeckt. Ich weiß auch nicht, aber ich konnte eigentlich nicht wirklich viel Fisch essen da. Also ich habe mir selbst zum Glück nur Burger bestellt, wobei, naja, was heißt jetzt zum Glück? Also da war irgendwas dazwischen, was ich auch nicht so toll fand, aber naja, ich habe meinen Teller zumindest leer gegessen. Ja, Fisch war halt auch so eine Platte, also das hätte doch keiner hier geschafft nach
nach einem Riesentapper. Das war halt wirklich so ein, was war das für ein Fisch? Das war Tintenfisch. Tintenfisch war das. So ein riesen Tintenfisch hatte man dann als Vorspeise und dann kriegt man auch noch so eine Platte Essen. Also ja, so eine Sache, ne? Wer das schafft, wir zu zweit wohl nicht so. Genau. Ja, aus diesem, also generell von den ganzen Essen fanden wir, glaube ich, unsere Süßspeise am besten. Ja. Was hattest du nochmal? Ich hatte diese spanische karamellisierte Creme, deren Name mir gerade nicht einfällt, aber die hat einen speziellen Namen. Die war eigentlich ganz gut. Also. Ja, ich hatte ein Muffin mit flüssigen, heißen Schokoladenkern natürlich. Das war mega geil. Mit Eis nebendran. Ja, also hat auf jeden Fall geschmeckt. Ja gut. Ja, wie gesagt, Süßspeise am besten und der Rest, naja, kann man essen, muss man nicht. Genau. Das Verlassen von diesem Restaurant war auch ein bisschen lustig, da wir hatten ja natürlich unsere 2 Hunde dabei, wurden sonst. Ja, und plötzlich war das ganze Restaurant begeben von Hunden. Es waren, also glaube ich, ein riesen Schäferhund war da draußen, ne? Ja, und so ein großer weißer Hund war noch draußen. Ja. Also der war drinnen und ist dann raus. Ja. Ja, und da hatten wir halt echt ein Stück zu tun, um mit unseren 2 Kläffern da rauszukommen. Es war natürlich auch so, wir sind da rausgegangen und die Hunde sind da gerade von Richtung Meer gekommen und ja, unsere Pöbel und ziehen an der Leine und die gucken nur so, hä, was haben die denn? Ich kann mir einfach so richtig vorstellen, wie die spanischen Hunde sich so unterhalten haben. Was sind das für Spasten? Böse, ne, das sind nur Ausländer. Also, das habe ich mir echt so bildlich vorgestellt, wie sie sich da so unterhalten, weil das war wirklich so. Alle spanische Hunde, die wir gesehen oder getroffen haben, die waren so brav. Keiner hat einen Murks gesagt, ja. Und unsere kommen und pöbeln, also wirklich. Ja, das war leider immer so, ja. Wir üben. Wir werden besser, aber in Spanien werden wir wahrscheinlich nicht so schnell auftauen. Ja, genau. Dann insgesamt unsere Reise. Was sagst du? Also zu Spanien und Portugal jetzt? Ja, war ganz schön. Also gut, Portugal war ich ja vorher nicht, aber Spanien und sowas war ich ja alles schon mal. Das war jetzt nicht so alles neu für mich. Habe ja alles schon mal gesehen, so mehr oder weniger. Also an der Westküste, wo wir in Spanien waren, da war ich auch noch nicht. Das war auch neu für mich und Portugal eben, aber die anderen Sachen, da war ich ja alles schon mal. Aber es war trotzdem recht schön. Ja, also im Endeffekt, ich war noch nie in Spanien und in Portugal, in beiden Ländern nicht. Klar war das für mich auch neu und irgendwie auch schön und so. Und ich meine, gerade die Orte, wo die Touristen sich hauptsächlich befinden, die sind auf jeden Fall schön und auf jeden Fall auch wert zu besuchen. Ja, spanische Outback hat irgendwie für mich ständig nach Dixie-Klo gerochen. Das kann der Markus irgendwie nicht unterschreiben. Naja, im Endeffekt, er riecht, dass Regen kommt, aber dass es nach Dixie-Klo riecht, das riecht er nicht. Also, irgendwie seltsam. Ja, ich sage aber bewusst Dixie-Klo, weil ich weiß auf jeden Fall, wie ein Kuhstall oder ein Schweinestall oder, keine Ahnung, Pferdestall riecht und das war keins von denen, sicher nicht. Ja, gut, wie gesagt, Mittelmeer enttäuscht mich nie, schwimmen konnte ich und da an der Küste war es auch super schön. Ja gut, südländische Leute könnten ein bisschen mehr Englisch lernen, da ich halt wirklich denke, man kann halt leider nicht jeder Weltsprache überhaupt lernen. Das geht ja gar nicht. Wie soll ich denn keine Ahnung, hier ganze europäische Länder schon, also die ganzen Sprachen, wie soll man das beherrschen können? Das geht ja gar nicht. Von daher, ja, würde ich mir schon wünschen, dass man da einem halt ein bisschen entgegenkommt. Vor allem, ich glaube, man sieht ja schon einem an, ob das jetzt ein Tourist ist oder ob das da schon länger lebt oder so. Gerade anhand von dem Nummerschild vom Auto. Also, wer lebt schon in Spanien und fährt ein deutsches Auto, also kommt wahrscheinlich nicht so oft vor. Ja, genau, das war so unsere Erlebnisreise. Ja. Aber
ich hoffe, dass die nächste Folge ein bisschen spannender für euch wird. Wir geben unser Bestes, aber wie gesagt, da hat ihr schon ein bisschen mein Hoffnung verloren, dass die Videos überhaupt hochgehen und ja, deshalb habe ich jetzt auch nicht so mega viel aufs Filmen geachtet. Ja. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.